Guten Morgen miteinander und willkommen zu NHL 21. Heute starten wir mit einer neuen Saison in der Schweizer Liga. Wir bestreiten diese Saison mit dem SC Bern, wie ihr das gewünscht habt. Ich habe nämlich auf Instagram und auch auf Twitter eine Umfrage gemacht, mit welchem Team soll man diese Saison bestreiten. Und gewonnen hat ja, wie ihr es zu erfahren habt, der SC Bern. Wenn auch du bei so Abstimmungen, bei so wichtigen Entscheidungen möchtest mitmachen, folgt mir da unbedingt auf Instagram und oder auch auf Twitter. Des Weiteren haben wir schon ein bisschen gestartet mit dieser Saison und zwar live auf Twitch. Wenn du mir dort noch nicht folgst, kannst du mir auch sehr gerne natürlich kostenlos auf Twitch folgen. Entsprechender Link oder all meine Social Media Links findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Keine Angst, wir haben auf Twitch keine Matches gemacht, sondern wir haben lediglich ein bisschen am Kader etwas gemacht. Zum einen haben wir bei einigen Mannschaften Spieler reingenommen, die ja jetzt von der NHL in die Schweiz gewechselt haben für einfach eine gewisse Zeit, bis die richtige NHL-Saison startet. Also auch bei unserem SC Bern. Jedoch haben wir hier Trades gemacht, die einfach, ja, ich muss sie euch zeigen. Ich muss sie euch einfach zeigen. Zum einen haben wir uns der Elvis Merzlikins geholt. Auf Twitch haben alle gefunden, hey, wir brauchen einen neuen Goalie. Und der Elvis, der muss einfach zurückkommen. Solche, die mir schon länger folgen, wissen ja, dass wir bereits mit dem Elvis, mit dem HC Lugano, wo er noch dort gespielt hat, so eine Abschlusssaison gemacht. Also, ich glaube, es ist keine Saison. Ich weiß nicht mehr, welcher Modus es war. Auf jeden Fall haben wir ihm einen würdigen Abschluss bei Lugano, da bei mir gegeben. Und jetzt ist er wieder zurück. Jedoch nicht bei Lugano, sondern bei unserem SC Bern. Und eine weitere Rückkehr in die Schweizer Liga und eine Rückkehr zum SCB ist der Timo Meier, also ein richtiger Starspieler, den wir hier zurückgeholt haben. Und hoffentlich wird er uns auch sehr weit bringen in dieser Saison und hoffentlich natürlich dann auch in den Playoffs. Aber unser absoluter Starspieler ist hier der Aleph Wang. Keine Ahnung, was das für ein Spieler ist. Der ist einfach nur Free Agents drin gewesen. 18, also 18. Schau mal das Bild von dem an. Richtiger Bob. Keine Ahnung, wieso der drin ist. Das ist irgendein Easter Egg, keine Ahnung was. Auf jeden Fall haben wir gemeinsam auch hier im Twitch-Stream entschieden, dass wir den haben müssen, dass das so gesagt unser Gesicht vom SCB wird in dieser Saison. Ich finde es richtig, wenn du das auch fühlst, schreib mir doch das jetzt noch unten in die Kommentare rein. Und wenn wir schon bei den Spielern sind, dann schauen wir doch auch gerade unsere Reihen an. Da haben wir die ersten 4 Startlinien. Jeder Spieler vorlesen. Mag ich da auch nicht. Du siehst es, du kannst eine Pause drücken und alle Spieler anschauen. Da haben wir unsere 3 Verteidigerlinien, natürlich mit dem Blum, Anderson. Also ja, auch da kannst du natürlich pausieren, wenn du willst nochmal alles genauer anschauen. Und bei den Goalies, da haben wir eben, wie wir vorher gesehen haben, ja, der Elvis drin und der Tommy Karhunen. Das ist unser zweiter Goalie. Mit dem Kader starten wir also in die SCB-Saison rein. Jetzt jedoch genug gelabert. Wir gehen endlich rein in unser allererstes Spiel gegen Rappi. Los geht's! Und somit herzlich willkommen zum allerersten Spiel mit unserem SCB und mit dem Wang. Der Amboli wurde leider verliert. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt hier in unserem ersten Angriff und der Pass ist scheiße, aber wir bleiben an der Scheibe. Und jetzt der Schuss von hinten direkt auf den Goalie und der Abpraller wird nicht verwertet. Mehr als ein Sieg gegen Rappi muss einfach drin liegen. Achtung, Achtung, schöner Save, nochmal ein Save. Wir werden aber natürlich unseren ersten Match spielen. Ich denke, gegen Rappi sollte das auch mehr als noch möglich sein. Besonders wenn sie uns nicht angreifen und wir so einen Hammerschuss zum 1:0 abgeben. Yes, wir führen! Das 1:0 von Jeffrey ist sehr schön, aber jetzt müssen wir auch verteidigen und da haben wir das gut gemacht. Oh, sehr schöner Pass zum Haas. Ah ja, den haben wir aber auch noch zurückgeholt, oder nicht? Doch, ich denke schon wohl. Nein, der war schon bereits drin vom Game aus, sorry. Da habe ich nicht mehr traden, sondern der war schon traden vom Game aus. Erstes Powerplay für den SCB. Können wir das ausnutzen? Solange wir nicht richtig angegriffen werden, könnten wir das noch herkriegen. So, schön, Scheroni. Komm, zack, abdrehen, perfekt. Da ist niemand, dann halt da hinten. Und jetzt der Schuss. Und der Schuss wird sogar verwertet zum 2:0. Richtig geil. So darf es sehr gerne weitergehen. 2:0 vom Erik Blum. Gegner ein weiterer Abschluss da. Aber nicht richtig gefährlich. Können wir jetzt gefährlich angreifen? Und wir können da durch abdecken, Chiba. Ja. Oh. So, passen wir. Ey, was ist für ein scheiß Pass? So, jetzt über. Zack.
Schuss daneben. Für die Leute, die sich jetzt fragen, welcher Schwierigkeitsgrad ich spiele da noch auf Pro. Aber ich denke, wir werden das sehr bald auf Weltklasse erhöhen. Sonst, wenn wir jetzt gerade 3:0 machen. Wir machen es auch, jawohl. Easy peasy Angriff. Aus meiner Sicht würde ich sagen, Pro ist doch zu einfach. Wir müssen den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Das natürlich nicht während dem Match, sondern dann beim nächsten Match. Wenn der erste Match gerade mit einem Counter-Sieg starten, sehr schöner Save. Das wäre halt schon noch nicht schlecht. So ein richtiger Counter-Sieg zum Start von dieser Saison. Vom SCB! Nein, wieso daneben? Können wir im zweiten Drittel das Pace weiterhin so hochhalten in Sachen Goalschüsse? Kommt da mit dem Wang! Er verzeugt aber unseren Starspieler. Vielleicht da mit dem Abpraller. So, jetzt. Nein, Mann! Der Gegner hat sich ein bisschen besser auf uns eingestellt. Ich komme nicht mehr so einfach an die Scheibe. Sie tun da extrem gut so abdrehen und machen, aber wir kommen schön dazwischen. Noch schöner ist aber, wenn wir angreifen können. So, zack. Schuss, Ablenker, nein! Oh, ganz gut gemacht. Und jetzt der Gerber. Jetzt der Gerber. Mit dem Pass, mit dem Schuss und somit zum Nein. Nein, kein 14:0. Der Schiri gegen das Goal gab es aussen nicht. Das Goal hat tatsächlich nicht gezählt. Egal. Machen wir es halt jetzt. Machen wir es jetzt. Nein, der Goalie pariert. Wissen Sie, was richtig geil wäre? Wenn man Shoutout in die Saison startet und gegen Rappi ist das sogar möglich. Ich merke doch, wie die KI dazu lernt. Eindeutig lernt die dazu vom ersten zum zweiten Drittel. Da. Hoffen wir nur, sie lernt nicht zu viel dazu in Sachen Angreifen. Denn bisher sind sie nicht wirklich stark. Aber verteidigen können sie. Wir haben noch Scheiben. Haben sie noch? Abdrehen. So, tack. Nochmal hinter. Und dann von hinten. Komm, von hinten daneben. Erstes Unterzahlspiel für uns. Rapido sehr aggressiv und der Goal in einer schönen Parade. Hey, wie geil wäre es, ein Unterzahl-Goal zu machen und... Oh! Einfach so durch! Einfach so durchkommen. Ganz klarer Beweis, Schwierigkeitsgrad muss erhöht werden. Aufgepasst, Jürg. Aufgepasst. Nein, wieso kommt er so einfach durch? Schön Goalie und der Abpraller hebt er sogar noch fest. Ein paar wenige Sekunden haben wir noch. Und jetzt... Schuss und Goal, komm schon! Nein, Mann, da ist Sirena. Ab ins letzte Drittel und sollte sich der Gegner noch mehr steigern, wegen wir das auch gemerkt haben, vom ersten zum zweiten Drittel, ja, dann wird es schwer noch mit Goal schiessen. Aber ich gebe mir das Beste. Und das Beste gebe ich natürlich auch im Verteidiger. Ja, aber das hat leider nicht gelangt, um mein Bestes da zu geben. Überhaupt nicht. Wir kassieren das Goal. Der Anschlusstreffer zum 1:3 ist gefallen. Richtig bitter. Man muss sagen, KI am Anfang schwach, dann wird es immer besser und ich werde schlechter, sehr viel schlechter. Ich muss da mehr Variabilität reinbringen in mein Spiel. Und da, komm, nein, das gibt's doch nicht. Also wenn es immer so wäre, jetzt wie im letzten Drittel, dann würde ich pro lange. Wobei, da machen wir auch wieder ein easy Goal und das war ein wichtiges Goal zum 4:1 Drehtore Rückstand, genau. 3 Tore Vorsprung ist wieder zurück. Oh, ganz geiler Pass. Nächster Pass, nächstes Goal. Nein, wir werden daran gehindert. Im Shoutout hat es auch nicht gelangt, aber hey, das werden wir einen machen. Genau so, wie wir auch das Goal schön sauber reingehauen haben zum 5:1. Vorher habe ich KI noch gelobt und jetzt ist sie richtig scheiße wieder gewesen. Wobei, ist es die KI oder ist es einfach mein brutaler Können? Das kann es natürlich auch sein. Da haben wir es ja gesehen, bei dem Pass und bei dem Pass. Mein Können ist on point. Wissen aber, wer noch nicht so aufgefallen ist, unser eigentlicher Starspieler, der Wang, der ist noch gar nie rum gewesen. Er muss sich halt noch ein bisschen in das Mannschaftsgefüge reinbringen und das... Was ist das für ein Drecksgoal zum 2:5? Wir kassieren noch absolut selten dämliche Goal. Also der Metzlikins, der macht Fehler, beziehungsweise da kann er nicht viel dafür, überhaupt nicht. Und da können wir noch ein Goal machen, irgendwie reindrücken? Nein, leider nicht. Nicht kassieren, Jürg. Nicht ein drittes Goal kassieren. Nicht kassieren, schön dazwischen. Aber sie haben noch Chiba, sie haben sie noch. Metzlikins und wir haben sie, sehr gut. Fuck. Nein. Dahinter. Sehr gut. Hey, fast in den letzten paar Sekunden hätten wir das Goal kassiert. Da ist Sirena. Wir gewinnen unseren ersten Match in dieser Saison gegen Rappi mit 5:2. Yes, geiler Start. Also aus meiner Sicht ist auch die Statistik für unseren ersten Match mehr als noch gut. Okay, das Passen könnte besser sein, aber ansonsten bin ich richtig zufrieden. Und absolut zufrieden bin ich auch
dass unser Starspieler der Wang unter den 3 Stars von dem Match ist. Also nicht gerade der Beste, aber er ist unter den 3 Topstars nach dem Match. Ich weiss, die meisten von euch möchten jetzt sehr gerne gerade das zweite Match sehen, jedoch für die heutige Folge ist das bereits gewesen mit Gameplay. Der Grund ist ganz einfach, ich möchte eure Inputs noch aufnehmen und wenn möglich bereits in der nächsten Folge mit einfließen lassen. Das heisst, dass wir jetzt nur ein Spiel haben und die nächsten Spiele mehr Einfluss hat von euren Inputs. Also, wenn du irgendetwas hast, wo man könnte verbessern, ändern, was auch immer, schreib mir das jetzt unten in die Kommentare rein. Und wenn dir das Ganze natürlich gefallen hat, zeig mir das unbedingt mit einem Daumen nach oben zu dem Video und vergiss nicht, meinen Channel auch noch kostenlos zu abonnieren. Wir sind auf dem Weg zu 3000 Abonnenten und das kann ich nur erreichen mit deiner Mithilfe. Also, teile das Video auf allen möglichen Social Media Kanälen. Mach ein bisschen Werbung für mich. Dankeschön. Also nämlich können wir das Ziel auch erreichen, vielleicht sogar noch das Jahr. Das wäre richtig krass. Und richtig krass wird sicher auch die nächste Folge. Und wenn die kommt, das wird sich noch zeigen. Einfach, ich weiß nicht, ob ich einen fixen Uploadplan mache. Wahrscheinlich schon. Aktuell ist das bei mir noch offen. Schreib mir das auf rein, welcher Tag für dich am ideal ist, welche Uhrzeit für dich ideal ist. All das eben sind Inputs, die ich von euch gerne möchte aufnehmen, um das einfließen zu lassen. Jetzt aber genug gelabert. Ich bin draußen. Danke dir nochmal fürs Zuschauen und wünsche somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!